Shalom Aleichem. And in dem ersten Tag vom Frühling will ich neben die neue Sedre von unserem Wochenkalendar mit einem Lied, was der gleichen Scheiches zum Aufleb von der Natur nach dem winterdicken Dremel. Und was ist der so Frühling, geschaffen von Bela Schächter Gottesmann. Es singt Lucette Vandenberg. Ich schmeichel mit Freude dem Frühling entgegen. Ein Schmeichel verspricht über den Herumwagen und sein die Erde, die kalte wie Stein. So Wunder mit ihr ist geschehen, so Wunder mit ihr ist geschehen. Dem 2. März 1859 in dem ukrainischen Städtel Pereyaslav ist geboren geworden der größere jüdische Schreiber Shalom Aleichem von Reim Shulem Rabinowitsch. Die Kinderjahren hat der kleine Shulem verbracht in dem Städtel Voronke, wo er hat so schön beschrieben in seinem biografischen Buch von dem Jarit. Seine erste literarische Proben hat Shalom Rabinowitsch gemacht in Hebräisch. In Jiddisch ist herausgetreten zum ersten Mal in 1883 in Zederboims Jüdische Volksblatt mit der Erzählung Zwei Steiner. Von 1883 bis 1890 hat der Schreiber gelebt in Kiew, bekommendig a Jerusche von seinen reichen Schwer, hat geführt Mischoirem, geprüft Glück auf der Börse. Das hat ihm gegeben die Möglichkeit, herauszugeben die jüdische Volksbibliothek. Aber Gorgich haben seine Geschäften geplatzt und Shalom Aleichem hat gemusst schwer horven mit der Pen, die zu machen ein Leben. In 1906 ist gekommen in Amerika, aber endgültig hat sich besetzt in New York erst in 1914, zu jener Zeit schon genug krank. Wir können sagen, als die jüdische Presse hat ihm aufgenommen mit der breiten Burchabe. Seine letzten paar Jahre hat Shalom Aleichem gelebt in Neut, aber nicht herausgelassen die Pen von Hand bis die letzte Tag von seinem Leben. Lass mir an bloß der Monen, die wichtigste Werk von unserem Klassiker. Tevye der Milchiker, Menachem Mendel, Mottl Peise dem Chasens, von Kasrilewke, meistens für jüdische Kinder, Orme und Freiliche und andere. Gestorben ist Shalom Aleichem in New York in 1916. Der Dichter Ruchel Boimwol ist geboren geworden am 4. März 1914 in der Stadt Odessa. Ihr Tate Jehude Leib Boimwol ist gewesen ein jüdischer Dramaturg und Regisseur. In 1936 hat sie verendigt die literarischen Fakultät von der jüdischen Abteilung beim 2. Moskwer Meluch-Universität. Lieder hat sie ungeheben schaffen von Kind bei Sohn, a viele noch dämmelt, wenn sie hat nicht gekannt lehnen. In 1930, wenn Ruchel ist allgemein 15 Jahre, ist erschienen ihr erst Büchel Lieder. Bis im Jahr 1971, wenn sie Säule gewinnt zusammen mit ihrem Mann, dem Dichter Same Telessin, Kenisruhl, hat Boimwol herausgelost 18 Liedersammlungen für Klein und Groß. Als Lieder schafferischer Sachakel von ihr poetischen Talent in Israel sind gewesen
8 Lieder Bichlach in Jiddisch. Darinnen darf man der Mannen euch ihr seltene Arbeit wegen jiddische idiomatische Ausdrucken, wo sie hat systematisch geführt und publiziert in verschiedene Ausgabes. Gestorben ist Ruchel Boimwel dem 16. Juni 2000 in Jerusalem. In dem Tag merken wir ob dem 70. Jahrzeit noch ein Schriftsteller Aleph Litwin. Von dem Shmuel Hurwitz, was ist geboren geworden in 1862 in Minsk, Weißrussland. In Amerika versuchen dem Tam von einem freien Leben ist umgekommen in 1901, wo hat gearbeitet in einer Schuhfabrik und sich gedruckt im Vorwärts. Aber schon in 4 Jahren hat sich wieder umgekehrt in Russland. Ein ob ihm getrieben die stürmische Revolutionswinden. Sich besetzt in Wilna hat Litwin dort herausgelost dem Heute-Journal Leben und Wissenschaft. Sind 1914 und schon bis in Samme Zeit wohnt Litwin in Amerika. Litwin ist bekannt wie ein größer Sammler von allerlei Volksschaffungen, Anekdoten, Lieder, Meisterlich. Sein größter Aufti ist geblieben auf die Seite von die 6 Band Jüdische Neshomes. Ein Werk, das hat einen großen Wert für unsere Kulturgeschichte. Dort schildert Litwin hunderte Typen und Gestalten von allen Winkeln von jüdischen Leben, von der neuenter und weiter Vergangenheit. Sein Isoven befindet sich überhaupt in 2 großen Institutionen, im Niva-Archiv und in der Bibliothek von dem Jüdischen Theologischen Seminar. Dem 7. März 1868 ist in Parozowe, Grodner Gegend, geboren geworden die größte jüdische Aktrice Esther Ruchel-Kaminska, von 3 Halpern. In der Geschichte von der jüdischen Bühne wird nun begleitet mit dem ersten Titel Die Mame von dem jüdischen Theater. Ihr Debüt ist vorgekommen in 1892 in dem Warschauer Theater Eldorado. A besonderen Schäm haben ihr gebracht die Rollen in die Pieces von David Pinsky, Chassidie Jesoime und Yankev Gordin, Mirale Efras. In 1903 macht Kaminska a Gastroltour in Peterburg, Kiew, Odessa und wird sie enthusiastisch aufgenommen. Es applaudiert ihr nicht bloß das jüdische Publikum, nur auch die nicht-jüdischen Enthusiasten von theatraler Kunst. In 1907 gründet Kaminska in Warschau ihre literarische Truppe. In dem Repertoire von dem Theater sind angeschlossen sei Pieces von jüdischen Dramaturgen und sei von dem Weltrepertoire. Gorkis auf dem Deck, Dumas Die Kameliedame, Ibsens Nore. Zu sehen Kaminska auf der Bühne, umgeht Masel auch die Unhänger von jüdischen Theater in Amerika, wo sie hat gespielt in 1912 und mit 2 Jahren später in Paris. Gestorben ist Esther Ruchel-Kaminska in Warschau in 1925, im Alter
von 57 Jahren.